Tja, Freunde, ein Sohn versteckt sich vor seinem Vater. Willkommen zurück hier zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel Episode 5, Out the Time. Du, denk nur nicht, du kannst ihn beschützen. Klar. Emmett ist weg. Sie haben ihn gerade verpasst. Junger Mann, ich habe 15 Jahre lang im Strafgericht von Hill Valley gearbeitet. Ich kann einen Heuchler 10 Meilen gegen den Wind riechen. Übergibst du ihn mir jetzt? Oder muss ich Gewalt anwenden? Verärger ihn nicht. Also wenn du nichts sagst? Also ist er da bei dir. Danke auch. So, ich befehle dir sofort, da runterzukommen. Ich zähle bis 5. 1, 2, 3. Und so einen wird Richter. Emmett, Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. setz dich mit ihm auseinander. Was hast du zu verlieren? Das haben sie zu Custer auch gesagt. Also, was ist dein Plan? Ich bleibe einfach hier. Nach ein paar Jahrhunderten setzt sowieso der Versteinerungsprozess ein. Und das war's dann. Okay, klingt nach einem Plan. Aber ein schlechter. Vielleicht gibt er dir ja eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Ich will mit meinem Sohn sprechen! Emmett ist nicht bereit, direkt mit Ihnen zu sprechen. Ach, mein Gott. Und du bist sein Sprachrohr. Davon gehe ich aus, ja? Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Ja, die gute alte Schule war. Wenn Sie erlauben, das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchtere ihn nicht genug ein. Das ist das Problem. Was für ein Vater, ey. Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. 4. Emmett, Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Vater? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, jung zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Träume und Ambitionen zu haben, die so groß und mächtig sind, dass sie ein eigenes unterdrücken sollen und du deine ganze Kraft brauchst, dir jeden deiner lächerlichen Wünsche zu erfüllen. Du schiebst es auf deine Jugend. In Amerika, wenn ich in deinem Alter so gewesen wäre, hätte mein Vater mir eine ordentliche Ist das nicht der Grund, weshalb du nach Amerika gekommen bist, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt? Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Naja, also, das war ein interessantes Gespräch. Ihr habt zwar nicht mal die Hälfte verstanden, aber es war beschissen. Emmett, Willst du wieder den Friedensstifter, Pollyanna? Haha. tief in seinem Innern macht er sich nur Sorgen, du könntest dich verletzen. Keine körperliche Verletzung könnte so schlimm sein, wie der psychische Schaden, den ich erleide. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr beide steht kurz vor dem Durchbruch. Okay, er hat eine starke Persönlichkeit. Starke Persönlichkeit. Der Herr schütze uns vor starken Vätern. Warum habe ich kein nettes, weinerliches Weichei als Vater? Tja, aber das ist auch kein Kinderspiel. Das Wichtige dabei ist, Väter können sich ändern. Sagst du? Bitte, Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Sehen Sie, Euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Pff, kindisches Gehabe. In 2 Wochen hat er das alles vergessen. Davor habe ich auch Angst. Wieso ist er 3 oder so? In dem Alter vergisst er so etwas nicht mehr. Emmett ist nur... Dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen.
Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Wie hat er von seinem... Hören Sie, Euer Ehren. Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmets Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Ja? Sicher. Sicher wird es das. Ha, du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmet nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmet hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Emmet versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa, er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass Sie nach Amerika gingen? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät. Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Emmet? Er sagt, eine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel. Emmet, sei kein Frosch. Okay, du hast deinen Stolz. Verstehe ich. Und er genauso. Aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als... Darf ich heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin, um ihn zu unterstützen. Papa! Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit. Oh gut, meine Damen und Herren, danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen Mr. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator präsentieren zu dürfen. Sieh einer an! Er fliegt! Mein Emmett fliegt! Die Frage ist bloß, wie lange? Doc! Autsch. Hey! Hey! Halt! Hierher zurück! Was hat er getan? Alles in Ordnung? Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Vergessen Sie's. Los, wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, Nein, bevor... komm nicht näher!
Doc, Geh weg! aber... Weg! Marty! Oh mein Gott, Doc! Sagen Sie was. Chromium, Lithium, Gallium, Ridium, Titanium, Ich hole Ruthenium, Hilfe. Zeitung. Sie meinen... Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ja. Oh. Ich glaube, ich werde bald gesund sein. Marty. Nein, Doc, bitte, tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Wir haben ihn ausgelöscht. Doc, kommen Sie zurück. Doc? Marty, warst du die ganze Zeit da draußen? Emmett, ist das vorbei? Oh ja, es ist vorbei. Du hast eine sehr wilde Party verpasst. Ich fürchte, ich bin für die nächsten 50 Jahre von der Expo ausgeschlossen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht nochmal hingehen, bis nicht alle Scherben weggefegt wurden. Ah, was habe ich mir nur dabei gedacht? Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein weitaus fortschrittlicheres Kontrollsystem. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger, das ist es. Immerhin scheint es ihm noch gut zu gehen. Dann bist du nicht entmutigt? Entmutigt? Wodurch? Du meinst, was dort drin geschah? Das war eine lehrreiche Erfahrung. Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Tja, von dem her, nö. Nein, niemand kannte ihn hier. Er war völlig fremd in dieser Welt. Ich kenne das Gefühl. Der Mann scheint mein Seelenverwandter zu sein. Dann ist es jemand, den ich kenne. Ja, nein, vergiss es. Es hat nichts mit dir zu tun. Was? Marty, du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es ist, es hat etwas mit mir zu tun. Bitte, Emmett, frag nicht weiter. Was ist das? Los, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung. Du würdest es nicht verstehen. Ach ja? Versuch es. Was ist das? Eine Erklärung. Aber du musst mir eins versprechen. Sieh erst nach, wenn du den Schlüssel zur Stadt hast. Ja? Emmett! Versprich es mir. Emmett! Wo bist du, mein Sohn? Ich bin gleich da, Dad. Schlüssel zur Stadt? Das verstehe ich nicht. Das kannst du auch nicht. Noch lange nicht. Es würde irreparablen Schaden irgendwo anrichten. Versprich es mir einfach. Okay, ich verspreche es. Warte,
Ich werde dich noch wiedersehen, oder? Das garantiere ich. Emmett! Tja, knapp 50 Jahre, war, wenn alles gut geht. Nee, das kann nicht sein. Es hat funktioniert. Also warst du derselbe Marty? Witzig, wie einem das Gedächtnis Streiche spielen kann, aber irgendwie hatte ich dich viel größer in Erinnerung. Wie war die Zeremonie? Lang. Du hast eine sehr theatralische Art, Nachrichten zu senden. Das habe ich nur getan, um ihre Zeitachse nicht zu verändern. Sehr clever, aber was machst du im Jahr 1931? Ich bin gekommen, um ihre Heirat mit Edna zu verhindern. Edna Strickland? Ich würde sie niemals heiraten. Also sie war meine erste Liebe, aber nachdem sie mir mein Herz gebrochen hatte und meine Karriere sabotieren wollte, habe ich sie nie wieder gesehen. Kein Problem, es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Lass uns einfach zurück ins Jahr 1986. Außer wenn deine Anwesenheit weitere Zeitanomalien... Ich? Niemals, nein. Nun, ich bin immer noch etwas verwirrt wegen... Wo ist er? Wo ist dieser Nichtsnutz von einem Sohn? Er hatte... Hast du meinen Artie gesehen? Artie McFly? Genau den. Ich habe einen Anruf von Melvin aus dem Stadtarchiv erhalten. Er meint, dass der Idiot sich mit einem kanadischen Flittchen Zusammengetan? geheiratet. Ich schwöre, der Junge bringt seinen Vater noch frühzeitig ins Grab. Also so hat sie ihren Job zurückbekommen. Er hat die falsche Großmutter geheiratet. Also, Trixie ist nicht meine Großmutter. Und wenn sie nicht meine Großmutter ist, dann bin ich nicht ich. Moment, das war Urgroßvater Willy. Ich habe ihn als Baby gesehen. Er hat mich angepinkelt. Heiliger Strohsack Doc, ich werde wieder verschwinden. Beruhige dich, Marty. Du siehst ziemlich stabil aus. Was auch immer das Problem sein sollte, ich bin mir sicher, dass du es mit Hilfe... Das Auto! Na toll. Wie zum Teufel ist die hierher zurückgekommen? Sie? Du bist nicht Edna. Was geht hier vor? Ist das eine Intrige, um mich ins Irrenhaus zu Nein. schaffen? Es ist ganz einfach, Danny. Oh, da bin ich mir sicher. Sag mal, habe ich oder habe ich nicht gerade Edna Strickland in diesem Auto verjagt? Nicht genau dieses Auto, aber ein Auto wie dieses. Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen? Nun, Warte, Edna Strickland ist gerade mit dem DeLorean verschwunden. Wenn das Ding so heißt, es machte viel Lärm und dann, bumm, verschwunden. Großer Gott! Marty, hast du vielleicht eine Ahnung, zu welchem Datum sie gesprungen sein könnte? nicht die leiseste, Doc. Die Zeitleitungen des DeLorean sind völlig aus dem Gleichgewicht. Sie kann zu jedem Datum gesprungen sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hoffen wir einfach, dass sie in die Zukunft gesprungen ist. In die ferne Zukunft. Sollte sie in die Vergangenheit gesprungen... Du denkst, sie könnte die Zeit gerade durcheinander bringen? Moment mal, das ist Edna. Natürlich würde sie die Zeit gerade durcheinander bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was zum Teufel hier... Oh oh. Edna, was hast du getan? Doc? Haben wir Hill Valley gerade verlassen? Nein, ich glaube, Hill Valley hat uns gerade verlassen. Wie? Etwas muss damit geschehen sein. Vor langer Zeit. Sieh an, sie sehen aus, als hätten sie sich verirrt.
Hey, was zum Geier ist das? Oh, das ist nur ein Testfahrzeug. Beachten Sie es gar nicht. Vielleicht können Sie... Wir sind auf der Suche nach Hill Valley. Nach wem? Bill Valley? Nein, Hill Valley. Eine Stadt namens Hill Valley. Hill Valley. Also ich habe vielleicht mal gehört, dass hier vor langer Zeit eine Stadt war, aber ich weiß nicht viel darüber. Wie ich vermutet habe. Seit wann gibt es Hill Valley nicht mehr? Oh Mann, ich weiß nicht. Das war alles vor... Dann muss es also vor mehr als 45 Jahren geschehen sein. Niemand möchte heutzutage mehr hier wohnen. Mein Vater wollte vor einigen Jahren hier eine Farm kaufen, aber er wurde von Scary Mary. So nennen wir sie alle. Sie wohnt ein paar Meilen von hier entfernt. Ich fahre einmal im Monat vorbei. Sie ist verrückt nach Nachrichten, sammelt alle Zeitungen aus der Gegend und wirft nie eine weg. Warten Sie. Können Sie uns den Weg zeigen? Wir müssen unbedingt mit ihr sprechen. Tut mir leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie will nicht mit ihm. Was mir seltsam finde, ist, dass plötzlich ganz Gespräche irgendwie abgebrochen werden, war. Also ich mache nichts, Leute, ganz ehrlich, und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das vor 3 Jahren schon so war, oder dass es irgendwie jetzt ein Bug vom PC ist, wer auch immer, oder was auch immer das gerade sein soll. Naja, Ich glaube, mit mir wird sie sprechen. Ich kann gut mit Frauen umgehen. Die Sache ist die, Mary ist steinalt, aber sie ist auch etwas seltsam, wenn Sie wissen, was ich meine. Wir kommen schon mit ihr zurecht. Wir sind ganz höflich. Bitte, wir müssen sie sprechen. Okay, wenn Sie unbedingt wollen. Biegen Sie an der Brücke rechts ab und folgen Sie dann den Reifenspuren bis zum Ende. Sie müssen die letzte Viertelmeile laufen. Viel Glück. Ich glaube, Ja. ich werde es bereuen, Sie darauf geschickt zu haben. Kann ich fahren? was hat Edna echt verhindert, dass Hill Valley, naja, ganz schlecht, hey. Die ganze Stadt ausgelöscht. Mary Pickford. Scary Mary. Schon das Radio unten. Weg von der Hütte! Entschuldigen Sie die Störung, Madame. Könnten Sie uns vielleicht sagen? Ich spreche nicht mit Rabauken. Nicht besonders freundlich. Da, das war Edna. Edna Strickland? Unmöglich. So war sie, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Ich musste... Überlassen Sie das mir. Okay, wenn du meinst, du weißt, was du tust. Denk daran, wir müssen erfahren, was mit Hill Valley geschah. Und genauso wichtig ist, wann genau es geschehen ist. Ich weiß doch, ich weiß, ist nicht unser erstes Mal, von dem her, wird sicher lustig. Ednas Großvater, Marshall Strickland. Das ist dasselbe Bild, das ich in Ednas Wohnung gesehen habe, damals, in der Zukunft. Tja, netter Kaktus. Doc, es ist ein... Psst. Wirklich schlimm, ihn so zu sehen. Allerdings, ein Lehmofen noch, okay. Was da wohl kocht? Tja, und jetzt, Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Autsch! schade.
Ich würde sagen, der Mob wird nicht oft verwendet. Ja, ich kann warten. Weil ich auch sagen, okay, aber wozu brauchen wir das? Können Sie das anzünden? Mob. Nein. Schade. Kaktus anzünden, bin halt auch ein bisschen schräg. No entry, weil wir hier ein bisschen putzen war. Das glaube ich nicht. Schade. Na gut, Leute, der Doc ist wieder da. Yeah, der gute alte Doc ist zwar, glaube ich, ein bisschen anders als der Doc, den wir noch aus Zeitachse A kennen, aber sei es drum, ich glaube, das Bestmöglichste, was wir irgendwie rausholen konnten. Aber Hillwell ist jetzt weg. Das ist natürlich, also entweder macht sie eine Stadt zum Utopia oder dann entweder lässt sie verschwinden. Oh mein Gott. In diesem Sinne, bis nächstes Mal hier bei Zurück in die Zukunft, das Spiel. Hoffentlich erfahren wir, was hier eigentlich abgegangen ist. Bis dahin, ciao zusammen.